Ich bereite mich gerade vor auf einen Jumpscare. So, richtig hinsetzen, tief durchatmen. Ich glaube nämlich, dass, wenn das so hier Erinnerung, dann bimmelt danach das Handy. Guck. Ha! Hab ich dich! Du Hühnerschrecker! So. Ich hab doch gerade was gehört. Ich hab doch gerade was gehört. Ah, kann ich vielleicht über den Garten rein? Also so, weißt du? So, daneben, da, jetzt links müsste theoretisch das Zimmer sein. Ja, genau. Dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Mann, das ist doch sogar, ich habe doch sogar hier den Hammer gekriegt. Naja, vielleicht wurde es aber auch noch nicht angezeigt. Alles klar. Keine komische Frau da, das ist schon mal gut. Eine an Mama adressierte Rechnung, sie lautet: Kündigung der Stromversorgung. Um die Abschaltung Ihrer Stromversorgung zu vermeiden, begleichen Sie bitte den überfälligen Rechnungsbetrag. Ich hatte vergessen, dass der Strom ständig ausfiel. Jun hat immer gesagt, es sei wegen der Stürme. Deshalb die Autobatterie an der Waschmaschine. Ist das ein Fan? Oh, da brauchen wir wieder einen Wagenheber, richtig? Wie kommt dieses riesige Ding hierher? Ja, probieren kann man mal. Ja, nee. Brauche ich wieder so einen Wagenheber. Könnte ich vielleicht in der Garage finden. Mamas alter Fernseher und Videorekorder. Sie schaute hier ihre Seifenopern, während Jun und ich im Wohnzimmer Spiele spielten. So. Der Radiowecker? Badezimmer? Erstmal. Jetzt läuft natürlich kein Wasser mehr. Das sollte nicht laufen. Ich habe es zugedreht. Hätte ich es vielleicht auflassen sollen? Nee, ist besser, dass hier kein Wasser läuft. Es gibt hier nämlich keinen Ausfluss. Abfluss. Okay, das ist... Na? Das ist einfach nur ein Schrank. Ja? Stapel Papiere auf einer Schachtel. Darauf steht: Eingestellt 19. April 2005, Sunnyside Kammergericht. Antrag auf Auflösung der Ehe. Minderjährige Kinder, Jun Tanaka 15 Jahre, Amy Tanaka 9 Jahre. Das elterliche Sorgerecht für die aufgelisteten Minderjährigen wird Marie Itliung Tanaka zugesprochen. Ich kann nicht glauben, wie lange das her ist. Wenn sie da 9 war. Oh, da ist das Bild. Du nimmst das Heiligengemälde. Nicht gut. Da drin ist sie. Alles klar. Was ist das? Das sind die Trümmer, die Mams Tür blockiert haben. Das Ding hat das hier bewegt. 10. Sie ist weg. Ah. Ach so. Psst. Wo ist sie? Nicht da. Okay. Man hört sie ja immer patschen. Wenn es aber steht, dann hörst du sie auch nicht patschen. So, Heiligengemälde hinmachen. So.
Mama hat das wirklich einfach aus dem Internet ausgedruckt und nicht mal das Seitenverhältnis richtig hinbekommen. Ach komm. Ja, ist es, ne, das ist das Komische. Okay. Ach so, jetzt kann ich das Buch nehmen. Ah, wer hätte das gedacht? Du nimmst das Mondmedaillon. Okay. Treppe ist immer noch nicht da. Danach werde ich aber ein Räucherstäbchen anzünden, hier zur Beruhigung, weißt du? Das ist Hello? kurz vor der Aufführung, oder? It's Vivian. I'm so glad you're okay. Vivian, I'm relieved that you called. Vivian! That's not me! Are you safe? I've been searching for you. Of course I am, Viv. I just finished getting ready. Da hinten. Please, tell me you'll make it to the theater to see me. Getting ready? Theater? What are you talking about? Don't worry, Viv. Everything is going to be spectacular. Wait! Amy! Don't listen to her, Vivian! I'm going to get out of here and find you. Genau. Was passiert? Was passiert? Wachsen da Treppen? Ah, tatsächlich. Wo kommst denn du her? Jesus, nein. Okay. Da drauf erstmal ein Räuferstäbchen. Das ist schon ein bisschen gruselig hier, wenn da plötzlich eine Treppe aus der Wand wächst. Das kann nicht gesund sein. Ah, du blödes Handy! Thanks for sitting through chess club with me. Sure you don't want to ride home? Yeah, I'll hang here in the cafeteria until my mom gets off. Oh, looks like my dad is here. See you tomorrow. See ya. Da war doch der Vater schon gar nicht mehr da. Was erzählt sie? Hello? Vivian, are you still here? Hey, who's there? Quit messing around. Forget this, I'm walking home. Wie? Ah, das ist ein Regenmantel, aber das hier ist schon... Okay, was ist das? Love Lost, Love Found. An der Dachbodentür befindet sich ein Sternsymbol, genau wie an der Eingangstür. Es ist ein leerer Vogelkäfig mit der Aufschrift Liebe verloren. Hammer. Ja, natürlich ist der falsche Gegenstand. Ich habe noch keinen Vogel für da rein. Es ist ein leerer Vogelkäfig mit der Aufschrift Liebe gefunden. Was ist denn hier oben alles zugestellt? Das ist ein Schloss. Ich kann diese Art von Schloss nicht knacken. Jon kannte mich zu gut. Okay, das ist das Schloss vom Bruder. Ah,
bin zu früh aufgestanden. Schnell! Rennen! Das ist schlecht hier. Das ist alles... Uiuiui. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da geht er hin. Da geht er hin, mein Räucherstab. Was ist das da? Ich will da dran. Ja, aber... Ach, da hinten dran könnte ich. Okay. Pass auf. Da geht er hin, mein Räucherstab. Oh weh. Okay. Papas CD-Sammlung. Wenn es etwas gibt, das Jun und ich von meinem Vater geerbt haben, dann war es seine Liebe zur Musik. Die meisten davon sind Blues-Alben. Oh, sorry. Ich muss hier ein bisschen Fitness machen, weißt du? Oh, cooles Radio. Oder auch nicht. Ist kein Strom drauf. Da keine Batterien drin, richtig? Ich kann Batterien in dieses Fach. Daneben kommen Batterien rein. Ernsthaft jetzt? Was ist das für ein krasses Radio? Kommen doch meistens hinten rein. Aber okay, ja, dann kommen da halt Batterien rein. So, was haben wir hier im PC? Auf dem Computerbildschirm ist ein alter Chatverlauf zu sehen. Erika Soul 14. Kommst du wieder zu Besuch hergeflogen? Red Chat Music. Bald. Marie wird wegen der vielen Arbeitsreisen misstrauisch. Du hast versprochen, dass du die Scheidung ansprichst. Und das werde ich. Ich muss nur den richtigen Zeitpunkt finden. Früher oder später wird sie das mit uns herausfinden. Ich habe Papa dafür immer gehasst. Ach, Sister, kann mir nicht passieren. Ich chatte nicht so gern. Ach, Kacke. Wird meine Freundin nie sehen, okay? Junge, dieser Hammer ist ja ein Multifunktionsinstrument. Was haben wir denn hier? Das Pendel fehlt. Da machen wir mal Hammer dran, nicht? Aber hier kann ich schon mal dran ziehen. Also ich brauche hier ein Pendel. Ist es, nee, okay, ein Pendel für die Uhr. Was haben wir hier? Oh ja, geil, Räucherstäbchen. Her mit. Was haben wir hier? Ist es, nee. Herrgott, Sakra Duna Keil. Du blödes Handy. Ich mach gleich aus. Thanks for sitting through chess club with me. Sure you don't want to ride home? Yeah. I'll hang here in the cafeteria until my mom gets diesmal off. bis die Mutter Feierabend hat, okay? Wird sie jetzt... Oh, looks like my dad is here. See you tomorrow. See ya. Moment. Also, ich dachte vorhin, der Vater holt sie ab. Hä? Hat sie nicht gesagt, mein Vater holt mich ab? Okay, da, Jun. Papa hat mich wieder angesprochen wegen den Besuchen. Wie immer, ich werde es einfach ignorieren. Du gehst nicht hin, oder? Ich denke drüber nach. Ich fühle mich schuldig, ihn nicht zu besuchen, wegen seiner Gesundheit. Nun, er hätte besser auf sich aufpassen sollen. Das ist seine eigene Schuld. Ach komm schon, Alter. Er ist immer noch unser Vater. Du hast leicht reden, der war länger für dich da. Wieso nennt Jun mich Alter und nicht Alte? Wenn ja nur. Okay, was ist das hier? Diese Säulen sind sehr alt und brüchig. Es könnte es mit etwas Schwerem zerstören. Dieser Hammer! Das ist der Hammer! Der Hammer! Oh, das ist das... Ah, das ist Juns Zimmer. Richtig? Kommt da nicht durch, oder? Oh, weh. Patscht die jetzt da die ganze... Ne, die geht wieder raus. Guck. Ich glaube, die ist jetzt gerade rausgegangen. Also die hat die Tür hier aufgebrochen, ja?
Die ist, glaube ich, rausgegangen gerade und versucht jetzt ins Zimmer vom Vater zu kommen. Der Beginn meiner Horrorfilmsammlung. Eines der wenigen Dinge, die ich nach so vielen Umzügen aufbewahrt habe. Moment, ist das unser Zimmer? Oh, geil, guck mal hier. Krass, mein alter Gamepal. Ich habe mit dem Ding gespielt, bis es nicht mehr funktionierte. Ich habe ihn so lange behalten und gehofft, dass ich wieder einschalten würde. Ach, wer hat das nicht? Ich hatte früher so kleine LCD-Spielchen, sowas, weißt du, so, also nicht LCD-Spiele, Spiele mit LC-Display, so kleine Dinger da, Pipsi-Pipsi, weißt du was? Und manchmal sind die halt einfach nicht mehr gegangen. Und da hat auch kein Batteriewechsel mehr was gebracht. Keine Ahnung, ging halt einfach nicht mehr. Und dann hast du ja in die Schublade gelegt und dann wieder rausgeholt, dann so, ich mach mal eine Batterie rein, zack, funktioniert wieder. Geil. So. Aha. Mein Bass. Oh, sie spielt Bass. Sehr schön. Eine Frau mit Geschmack. Kaum zu glauben, dass er jemals so glänzend und neu war. Okay. Ist das ein Spiegel? Bilder von meinen alten Lieblingsbands. Einige dieser Alben höre ich mir immer noch an. Ich auch. Also nicht die sie anhört. Das weiß ich nicht. Aber ja, so. Es gibt immer noch Bands, die ich früher schon cool fand und immer noch cool finde. So. Der Tisch, den ich benutzte, als ich mit dem Legen von Tarotkarten begann. Meine Mutter hasste das ganze Wicca-Zeug, das ich ausprobierte, als ich jünger war. Jetzt kommt sie erstaunlich gut damit klar. Oh, da. In dem Käfig wurde eine Puppe eingesperrt. Kann ich den Käfig irgendwie öffnen? Ja, warte mal, lass mich raten, da ist ein Sternensymbol dran. Kann ich den nicht irgendwie öffnen? Ich kann rote Tarotkarten hier platzieren. Ich habe keine rote Tarotkarten. Hier kann ich blaue Tarotkarten platzieren? Habe ich auch nicht. Mein ja nur. So viel ist nicht. Da drüben gab es nichts mehr, oder? Was? Ach so, ja, Entschuldigung. Junge, Jesus, nee. Mach Licht aus, kann ich nicht leiden. Jesus, nee. Das Spiel hat mehr Jumpscares als alles andere, so. Okay, also hier geht's weiter. Da draußen will ich ehrlich gesagt nicht mehr hin. Der nervt. Der Lampe nervt. Ach, das war die Tür, die ich da gesehen habe, die so zugerammelt war, weißt du? Das ist nicht Juns Zimmer, wo wir jetzt halt sind, sondern da gehen wir jetzt halt hin. Aber erstmal gehen wir natürlich darum. Lirum Larum war nichts darum. Kann ich da runterfallen? Nee. Okay, da ist der Hof, ja. Was? Au! Nicht cool. Hey, warte mal. Da unten. Da unten ist wer. Siehst du das? Muss gucken, wer da unten ist. Ich kann da nicht runter. Aber da unten ist wer. Was ist das? Der Ausweis von Vivian? Vivians Bibliotheksschlüsselkarte. Okay. Pass auf, Moment. Ich nehme die Räucherstäbchen. Ich bereite mich gerade vor auf einen Jumpscare. So, richtig hinsetzen, tief durchatmen. Ich glaube nämlich, dass, wenn das so hier Erinnerung, dann bimmelt danach das Handy. Guck. Ha! Hab ich dich! Du Hühnerschrecker! So. Since it's almost Halloween, I was thinking of making the library display occult-themed. Really? That's so cool. Ach, das sind meine Tarotkarten, sind da! That stuff, are you? What? No, it fits the season, and... I'm just teasing. Need any suggestions? Yes, please.
Well, you'll definitely need some tarot cards. And a spirit board would be perfect. Noted. Noted. Das war das erste Mal, dass ich merkte, dass Vivian mich vielleicht genauso sehr mochte wie ich sie. So, also meine Tarotkarten sind in der Schule. In dem Schrank. Wenn ich die hier brauche. Was ist hier los? Du greifst mit den Fingern in den Abfluss. Du nimmst rote Okay. Meine Tarotkarten sind doch nicht in der Schule. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich in den Abort greifen muss. Die Platsch ist nicht hier. Gut. Oh, das sieht mir nach Schlüsselgedöns-Code aus. Was haben wir hier? Auf dem Computerbildschirm ist eine E-Mail geöffnet. Jun, es tut mir leid, dass ich dich so kontaktiere, aber dein Vater ist sehr krank. Er hatte einen Herzinfarkt und wollte, dass du ihn besuchen kommst. Wir werden für dein Flugticket aufkommen. Er schickt dir seinen alten Koffer, den du benutzen kannst. Als Passwort hat er seinen Lieblingsradiosender benutzt. Sie ist von Papas Frau unterschrieben. Papas neuer Frau. Was ist denn sein Lieblingsradiosender? Ja, 666 natürlich, oder? Das ist der beste Radiosender der Welt. Nicht? Keine Ahnung. Ich höre kein Radio. Doch, Deutschlandfunk. Schon meine GEZ-Gebühren zurück. Juns Sachen sind größtenteils in Kisten verpackt. Ich hasse es, dass ich mich so an sein Zimmer erinnere. Was ist los? Warum? Warum habe ich denn schon wieder Stress? Oh, er hat eine Gitarre. Juns Gitarre. Also, pass auf. Ich brauche Batterien, die ich ins Radio machen kann. Beim Vater im Zimmer. Und dann sehe ich, was für sein Lieblingsradiosender war, wenn ich es anmache, ja? Aber ich habe noch keine Batterien gefunden. Ach, okay, ich weiß wieder, wo ich bin. Lass mal, nicht Handy, das andere. Entriegle die Dachbodentür. Nimm die Puppe vom Tarot. Hol die Puppe von Papas Uhr. Öffne die Vordertür. Nimm die Puppe vom Tarot. Kann ich vielleicht schon Tarotkarten? Nee, warte mal. Moment. Ich kann ja ganz außen rumgehen, oder? Ja, aber ich glaube, so rum geht's schneller, oder? Ich glaube schon. Hoppala. Nicht so. So, pass auf. Ja, hier. Ich weiß. So, pass auf. Oh! Mann. Ja, bück dich, Mädel. Ich bin nicht so gut. Mann, ey. Echt jetzt. Okay. Wo war mein Zimmer? Das da, oder? Ja, das war mein Zimmer. So. Ich kann zumindest die blauen Tarotkarten legen. Ist das richtig? Ich kann blaue Tarotkarten... Ja, schön, aber ich habe nur rote. So. Ich platziere. Verführerisches Versprechen, finsterer Genuss, wagemutige Geste, Verwüstung. Und dann spiele ich diese Karte verdeckt. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Okay, gibt's hier denn... Hat denn keiner Batterien? Nee, das sind schon richtige Batterien. Nicht sowas, was ich... Moment, was ist mit der Kiste da? Warte mal. Kann ich den vielleicht nehmen? Da sind doch Batterien drinne, Mann. Ja, klar. Mann. Ich stelle mich aber auch blöde dran. 3 Batterien schluckt das Riesenteil. Ist ja Wahnsinn. Manchmal stelle ich mich doch schon ein bisschen doof dran, gell? Runter. Wie oft will er mich denn noch erschrecken? Ja, so oft, bis ich's lerne, ja. Okay, Pittiplatsch, bist du hier? Nee.
Gut. Also. Da Batterien rein, ja? ...99,9 Salsa Fiesta? Laber nicht. Sorry, ich muss das ausmachen. 93,939. Ja, er ist ein großer Blues-Fan gewesen, hat er ja gesagt. Oder sie. Ja, ja, ich weiß. So, wir machen das so rum. So, Tarotkarten, ja. Wo war das andere jetzt wieder? Ich hab's schon vergessen. Ah ja, ich muss darüber gehen. Ich muss ja doch darüber gehen. Okay, alles klar. Aber diesmal... Hat es vorhin nicht andersrum gedreht? Möglich. So, 93,9 war es, gell? Ja. So. War ich doch nah dran. 9, 3. Wohnt die denn in der Nähe? Weil, wenn es hier sein Lieblingssender 93,9 ist und die wohnen 50 Kilometer in eine andere Richtung oder so, dann ist das ja ein ganz anderes Nummerndingens, Sendergedönse, weißt du? Mein ja nur. Wollen wir mal jetzt nicht mit Logik hier kommen. Ein Pendel. Ja klar, das hat er mitbringen sollen. Du nimmst das Urpendel. Ja, ich fahre zu meinem Vater, der liegt im Sterben, und dann nehme ich das Pendel und hau ihm das Pendel auf die Glocke. Oder so. Yes, nee. Du lässt mich und Mama ernsthaft alleine, um bei dem Typen zu leben, der uns verlassen hat? Ich verstehe, dass du ihn hasst, aber jemand muss für Papa da sein. Und wir sind immer noch seine Familie. Du willst mich wohl verarschen? Er ist also wichtiger als ich? Als Mama? Natürlich nicht. Aber er hat mich um Hilfe gebeten und wer weiß, ob er noch lange da sein wird. Sprich nicht mehr mit mir. Ach komm schon, Amy, du musst erwachsen werden. Ja, ich weiß, was sie meinen. So, jetzt pass auf. Diesmal erschrecke ich nicht so. Nee, das dreht immer so rum, hab ich gerade. Au! Junge! Lass das doch! Was soll denn das? Was sollen da die Nachbarn denken, wenn ich hier dauernd rumschreie, weil ich so doof bin? So. Okay. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, wie dumm ich mich natürlich dran stelle hier. So, jetzt hat aber hier Pendel. Lord Pendleton? Wer ein langes Pendel hat, lässt das lange Pendel lang bambeln. Guck mal, die Gewichte ziehen sich von alleine nach oben, also musst du gar nicht stellen. Jetzt fehlen die Zeiger. Oh, das sind die blauen Tarotkarten, das ist praktisch. Du nimmst die blauen Tarotkarten. Ich habe gerade noch was gesehen. Die Uhrzeiger fehlen. Ja, ich weiß. Kann ich das da nehmen? Nee. Ach, da, guck. Käfig ist eine Puppe eingesperrt. Ah, ja. So, ja, ist das ein Hin- und Hergelaufen? Ich muss ja aufpassen, dass Pittiplatsch nicht kommt. Ja, ich weiß, dass Pittiplatsch was anderes ist, aber es passt gerade so schön. So, dann machen wir das mal, ja? Sehnsuchtsvoller Verbündeter. Verführter Darsteller. Ja. Sehnsuchtsvoller Verbündeter, reiner Geist, rätselhafter Mentor, sehnsuchtsvoller Darsteller. Okay. Ne, verführter Darsteller. Da ist Darsteller und da wahrscheinlich verführter, kann das sein? Verführerisches Versprechen. Halt, kommst du her? Hierher.
Fusion! Bam! Verführter Darsteller. Krass. Okay. Finsterer Mentor. Ist das nicht so kompliziert? Ach, guck mal, die haben auch immer dieselben Icons, siehst du? Ja, jetzt kommt wagemutige Geste und sehnsuchtsvoller, ne, bestürzter Geist. Da guck, Reitergeist, der hat so 2 Sterne und der da hat auch so. Was war das? Bestürzter Geist, wagemutige Geste, finsterer Mentor, Verwüstung. Wagemutige Geste, aber Geste? Achso, Geist. Bestürzter. Bestürzter Geist. Also Geist ist das hier. Aber bestürzt. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten... dass ich keine Ahnung habe. Wagemutige Geste. Bestürzter Geist. Geist haben wir. Und da ist das Icon... Also ja, schon klar. Sollen wir es einfach quasi so gespiegelt oder quer? Ich probier's. Ich habe keine Ahnung. Okay, hat funktioniert. Dann bleibt nicht mehr wagemutiger Verbündeter. Dann bleibt nicht mehr viel. Es war einfach eine 50-50 Chance. Ich habe keine Ahnung, ob es da eine Lösung gibt. Finstere Darbietung. Guck mal, die Karten werden natürlich jetzt immer weniger. Darbietung und Darsteller, natürlich. So, jetzt bleibt nicht mehr viel übrig. Jetzt kommt wagemutiger Geist oder so. Nicht gut oder was? So. Okay. Befreiung. Finstere Darbietung und wagemutiger Geist. Gibt Befreiung oder was? Ja klar, weil sie mich befreit. Also, ja, so im ersten Kapitel war das ja genauso. Das war eine finstere Darbietung, aber der wagemutige Geist kam und hat mich befreit. So. Du nimmst die Chrissy-Puppe. Ach, das ist Chrissy. Muss ich da hin oder soll ich da nicht hingehen? Ich muss da hin. Ich brauche noch Zeiger.